Hamburger direkt aus dem Airfryer raus, gemacht mit Ninja und der Steady-Gewürz von der Patricia, die 100% Airfryer-tauglich sind. Alle zusammen. Wie das funktioniert, musst du jetzt zuschauen. Soll man nicht die Zutaten zeigen? Ah, du bist noch meditieren. Entschuldigung. Moment. Entschuldigung, ja. Steht hier Erdäpfelgewürz und Fleischgewürz geht auch im Ninja. Ist nicht Ninja. Mal natürlich, die meditieren. Okay. Und was mache ich da? Willst du nicht das allein machen? Nein, du musst hinten dran, du tust quasi zeigen aufs Brötchen. Das ist gut. Burger. Man kann von dem einfachsten bis zu dem kompliziertesten Rezept im Airfryer machen. Und vor allem mit Steady-Gewürz. Das haben wir geprüft. Wir brauchen Speck ist Liebe. Käse. Klar. Und? Hackfleisch. Und? Burger. Brötlis. Und? Und Essiggurke. Und ein Airfryer. Und? Steady-Gewürz. Und? Mir. Und? Dir. Und? Und Freude, Liebe. Die beste Soße Die von der Welt. beste Soße. Logisch. Jetzt so einfach. Jetzt ein Like geben, sonst hören wir nicht auf. Danke, wir machen weiter. Machen wir weiter. Wuhu! Also, hey, das Vollgas, heisst, komm. ja, Bang. Danke, bleibst tschüss. da, No. gell? Also, wir machen unseren Steady Burger. Ich habe hier Hackfleisch, Rindhackfleisch. Es ging auch mit gemischten, es ging auch mit Geflügelhackfleisch. Und dann müssen wir nur die Burgers formen. Die Menge übrigens, ich sage das jedes Mal, aber vielleicht bist du das erste Mal dabei. Die Menge ist hier unten. Kannst du gleich nutzen zum Liken, zum Weiterleiten, zum Kommentieren. Ich habe eben eine Hackfleisch bestellt, die nicht zu mager ist. Ich finde, dürfte noch ein bisschen mehr Fett haben, damit das auch schön haftet. Weil das nicht ist, mache ich ein bisschen Olivenöl dazu. Wenn die jetzt schon genug Fett hätte, würde ich das nicht machen, dann würde ich das weglassen. Was kommt auf Fleisch? Das Fleisch gewürzt. Aber was auch aufs Fleisch kommt, wenn man gern hat, ist das Erdäpfelgewürz. Das ist unser Salz hier. Ich rühre ein bisschen so mit dem Gabel noch. Ich glaube, da darf man noch ein bisschen mehr Fleischgewürz dazu. Ich habe gar nicht vom Speck gesprochen, gell? Speck ist wirklich optional. Wenn du gern Speck hast, dann Speck dazu. Gibt nachher so eine feine Crunchy noch im Burger. Also, ich habe das Gefühl, ich habe hier Gewürze gut verteilt. Es riecht auch schon sehr gut. Ich hole mir hier einen Teller, dann kann ich so beides zuerst formen, bevor ich in die Airfryer lege. Und dann wirklich schön drücken. Ich drücke sogar zuerst so, bevor ich forme. Weil, wie du gesehen hast, wahrscheinlich sind sowieso Hackfleisch-Pellets so, oder? Sie sind sehr kompakt. Waren hier bei uns so zeigen auch schon offen, dann hat es noch ein bisschen ausgetrocknet. Dann drücke ich so, bis ich eher so eine Masse habe. Hätte natürlich gerne hier alles auf einmal machen, aber dann muss ich hier so in der Hand nehmen. Und jetzt mache ich hier Kugel. Probiere da flach zu drücken, dass wir nachher schön aufs Brotgröße haben. Mache es hier, dann kann ich hier noch weiter formen, ein bisschen auf die Seite schieben, dass die nächste auch Platz hat. Vorteil vom Airfryer ist, ich muss nachher nicht wenden. Also dann bleiben sie in Form. Wenn ich die so gedrückt habe, tue ich noch wirklich mit dem Rückseite von einem Messer nur so kurz drauf. Ja, es ist für das Aussehen, aber es ist auch, dass es wenig ineinander geht. So, und dann wieder so. Als wäre das auf dem Grill. Und dann auch hier rein. Ich benutze, obwohl ich 2 Schubladen habe, benutze ich bewusst nur eine, weil ich werde hier noch Speck machen und das Brot. So, kommt in die Airfryer. 180 Grad, 10 Minuten. In die letzten 2 Minuten aber werde ich aufmachen und Käse drauf tun. Deswegen mache ich hier 8 Minuten. Dann vergesse ich es nicht. Starten. Ich habe die Zeit jetzt, dann kann ich schön mein Essiggurke und alles, wenn man gern hat und wenn man das gerade daheim hat. Sagst du, ich habe Essiggurke nicht gern. Lass weg.
Das ist der Vorteil, wenn man selber kocht. Wenn man selber zubereitet, kann man so machen, wie man gerne hat. Das Brot, weißt du das vielleicht schon, der kommt so vorgeschnitten, aber man muss immer ein bisschen nachhelfen. Ne? Da habe ich da in die Mitte geklebt noch. Jawohl. Habe ich das Brot. Da werde ich auch in die letzten Minuten hier tun. Ich experimentiere gleich mit dir hier. Mache ich die Speck in meine zweite Schublade. Und wenn sie vorher schon fertig sind, werde ich dann kurz abstellen. Meine Burgers gehen noch ein bisschen. So den Speck auch so verteilen. Weil meine Idee ist, dass der Speck, kurz bevor es fertig wird, lege ich noch die Brot hier drauf. Weißt du, dass sie ganz auch ein bisschen den Geschmack vom Speck aufnehmen. Ich habe zwar wenig Speck bestellt, aber ja, bekannterweise hat jemand hier Speck sehr gern, hat mir mehr gebracht, dann mache ich gerade alles. Mache den Speck einfach 2 Minuten, wie dort noch fällen. Super. Also, wie versprochen, jetzt kommt Käse dort auf dem Burgers. Probiere mich nicht zu verbrennen. Machen wir 2 zuerst. Es riecht nach Speck. So, Speck, meine Zeit ist um. Ich finde, er könnte zwar noch ein bisschen knuspriger sein, aber so ist auch okay. Dann mache ich hier das Brot. Ich habe nicht Platz für beide, mache ich zuerst eins. Jetzt der Burger ist fertig auf der anderen Seite. Mache ich hier für das Brot einfach wirklich kurz und dann ist auch die Zeit, die der Speck noch braucht. Machen wir 2 Minuten und Start. Da habe ich meinen Burger mit dem Käse, bleibt dort noch warm. Kann ich meinen ersten Burger vorbereiten. Habe jetzt das zweite Brot auch drin. Habe am Schluss 1 Minute und jetzt die 2. Minute ist mit dem zweiten da. Kann ich dann unsere Burger fertigstellen, oder? Wir haben hier unsere Burgersoße. Nicht nur Burgersoße, es ist für vieles Gutes. Ich tue so gerne mit den Löffeln verteilen. So, und jetzt habe ich das, was, sagen wir so, das Wichtigste ist in diesem Rezept, oder? Burger selber mit dem feinen Käse. Uiuiui, ich sag's dir, das sieht gut aus. Machen wir hier ein Burger und Käse. Da kommt schon jemand. Ich bin nicht mehr allein mit allen Kameras. Bin hier. Guck mal, ein Stück ist kaputt gegangen, da machen wir gleich drauf. So ein bisschen anschleichen, dass der Käse nicht verschreckt. Guck mal, der kommt. Mach hier wieder schön zu. Hey, schau dir mal das an. Und der Wahnsinn, jetzt nicht? kommt das, was er nicht so gern hat, nämlich der Speck. Speck ist Liebe. Also, wenn jetzt Proband noch nicht da wäre, hätte man den Speck natürlich noch knuspriger lassen. Man kann ein Stückchen rausnehmen und probieren. Es ist sicher heiß. Also man kann auch die Schnorren verbrennen, wenn man unbedingt nicht warten kann. Ninja ist wirklich heiß wie jeden Morgen. Aber machen wir mehr Speck so? Ja, logisch. Hast du was dagegen? Also ich nehme hier so mit meinen sauberen Händen, das hast du selber gesehen, oder mitgekriegt, ich habe die Hände mehrmals gewaschen. Und haben wir da noch nicht. Nein, so. Machen Aperoben stetig. So, so, Wow. so und so. Habt ihr schon Tübli aufgedruckt und kommentiert, dass ihr sie auch als Köchin haben wollt? Kann man das so essen? Wow. Schau mal das Wir an. drücken das nachher zum Essen. Und alles aus dem Airfryer. Alles, wirklich alles. Das Brot habe ich hier nachher noch warm gemacht. Speck, Käse, Burger. Alles selber gemacht, bis aufs Brot. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Ja. Das Rezept siehst du übrigens auch mal bei uns. Ja? Ich habe noch auch aus dem Airfryer. Noch ein bisschen. Wie heißt schon wieder die Herdäpfel so? Country Wedges. Wedges, genau. Herdäpfelviertel. Und da haben wir da. Und wie gesagt, wir lassen noch die Besten in der Nähe. Kannst du probieren, dann probiere ich. Nein, ich nehme da, den kann man schön aus einem Teller probieren, oder? Ja, natürlich. Was meinst du? Das essen wir auch wieder mit der Hand, oder? Ich würde sagen. Fingerfood. Aber stetig. es ist heiß. Hast du gesehen? Es ist alles heiß im Moment. Ja, ist gut. Oh, warte mal, ich kenne dich. Warte mal, ganz kurz. Entschuldigung. Ja, ich kenne dich, Frau glaube oder ist Mami daheim? Also, ja, da steht Mama Patricia. Hast du Komm, gemacht. mein Mikrofon. Probier mal. Also jetzt erst weg. Ich bleibe in der Nähe, dann kannst Also, Vorsicht, kannst Vorsicht. du mein Mikrofon 3, 2, 1, los.
Aber schön, merkst du? Die Beste läuft auch nicht. Guck mal. Und ich habe genug drin, unten und oben. Falls ihr euch fragt, was machen da noch die Herdöpfel dazu? Es gibt ein anderes Rezept, gell? Einfach dranbleiben. Vielleicht ist man schon gekocht, vielleicht kommt es nachher. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt Soße drauf. like. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreibst einfach warum. Da würde uns auch freuen, zu verstehen. Da können wir nachher besser machen. Und es riecht, ich muss auch probieren. Ich nehme meine zurück und probiere auch. Bedanke mich mal. Vielen Dank für das erste Mal sein, für das wieder dabei sein. Merci. Und ganz ehrlich, der Hammer. Du hast gar noch nichts gesagt, gell? Ich habe gar nicht sagen, ich habe es Mund voll gehabt. Und ihr seht jetzt auch, was die Soße so speziell macht. Die bleibt. Sie gell? tropft einfach nicht raus. Warum? Weil der Steli hat sie gemacht. Ich wünsche euch einen guten, schönen Abend. Danke. Ciao, ciao. Mm. Weißt du, ich wollte mal so einen Speck allein probieren.